Kann er selbst klein über der Malerei erzählen? Ja, also ich molen sind 29 Jahre. Molen ich über ein Volk von Indianern, die an Nord-Arizona leben, sie schon Hopien. Und ich war hier Kachina an. Kachina will so das stellt am Anfang ganz Welt durch, wo sie daran leben, ob das Blumen sind, ob das Tiere sind, ob das ein Zustand ist, wo sie sich fühlen oder wo sie dran sind oder wenn Pap den am Himmel aus oder Mam die am Boden aus. Und die Kachinaen haben 3 Bedeutungen. Die erste ist Puppen, die Kinder kriegen, wenn sie auf die Welt kommen. Und die Mythologie dann über die Puppen erklärt kriegen. Die zweite Sache ist Masken, die Tänzer anhaben. Sie tanzen, für Rehen zu kriegen, weil sie leben an einer Wüste auf 2000 Metern. Und die dritte Sache, das sind eben Geister, die hin und her gehen zwischen den Göttern und zwischen den Leuten, für die Leute zu helfen. Die Kachina haben mir damals begegnet, in den 2 verschiedenen Formen. Wir noch einen Tanz gemacht, das hat uns immer so fasziniert, dass wir schon bei uns gedacht haben, müssen die Leute daheim weisen. Und du willst mal nicht, das schon 29 Jahre. Und hier ist dann eine große Panoplie von den Sachen, die ich den Leuten verweisen. Technologie am Molen, wie gibt er die beschreiben? Ja, Technologie ist eine Technologie, die ich da gelernt habe. Es ist eine Weise, mit den natürlichen Pigmenten zu schaffen. Das heißt, die Pigmente, die gehen mit Wasser gemischt. Es kommt ein Seier dran und es kommt auch Binder dran. Und die Pigmente gehen ganz nah abgedroht. Das heißt, ich male dann horizontal, es geht dann ein Kusch auf die andere, für die Farben, die Lichter für die rauszukriegen. Ich male auf handgeschriftene Papier, ich male auf Toile, und an der letzten Zeit male ich auch auf Schiefer. Und das ist, wie gesagt, eine Weise, sie sieht auch noch schaffen. Hast du von einem Bild, könnt ihr uns das mal erklären, was er damit bezweckt? Ja, also ich schon oft hören an den Ausstellungen, die ich gemacht habe, es soll man weisen, was die Kachina da wirklich sind, wie die Puppen ausgesehen. Und habe ich mal gedacht, für die nächste Jahr ein ganz großes Foto zu holen, die wir damals gemacht haben, von einem Pueblo. Ein Pueblo, das da, wo sie dran leben, wo Tupien dran leben. Und da kann ich da rüber Kachina nähen, also festmachen. Und du willst gesehen, überall, wo Holz ist, ist ein Kachina drauf. Also das stellt am Funko hier, das sind zwei Sinne. Da, wo sie leben, und mit wem sie leben. Das ist am Funko ein Zweck von der Zolle Catch-Ei sind, dass Leute, wenn sie rauskommen, direkt dahin können gehen. Nico, du musst schon von kleinem Mund, du hast eine Ausstellung gemacht, was versprichst du davon? Also, ich bin mal ganz froh, wir können eine Ausstellung machen, das ist eine super Galerie. Und ich bin auf die Malerei gekommen von kleinem Mund. Mein Papa hat einen Betrieb, österreichischen Betrieb, und er hat Vergoldungen an Designer, an Formal, an Geschichte gemacht, und da sind ich da geworden. Ich bin schon mal 12 Jahre auf dem Bau arbeiten gegangen. Und dann sind ich auf den Beruf gekommen. Das alles auf Erwergericht, selbstverständlich sind ich da dran gekommen. Aber es hat mir noch nicht so gefallen, den Österreich-Beruf, das ist die Schriftenmalerei vom Beruf. Und das war ganz flott. Da konnte ich super Sachen machen. Plakate malen, Kinoen. Und alle Autos, was die Zeit noch mit Autos lag, auf der Hand gemalt gehen, alle Fassanders gemalt gehen. Also das war schon ein flotter Beruf. An Malerei sind ich eigentlich gekommen, der Galerist im Landwirtsspiel, Fred Becker. Das war 2002, wo den Hino war, da habe ich ein Bild gemalt, wo den Hino in Zeit gefahren ist, ein Sportsbild. Das war der erste Verkauf an der Galerie. Ja, natürlich ist der Herr Becker so, hey Nico, du musst ausstellen, du bist da und du musst malen. Und dann habe ich 2005 meine erste Ausstellung gemacht. Voilà, da bin ich bei der Malerei gekommen. Aber die Technik ist ein bisschen speziell, ich male mit Autoslacken.
sie wahrscheinlich an Europa vun den 3 Einzchen, die dat mischt. Also an in die Bilder guckt, die gesehen wie Glas aus. Und die Technik Gas, dat gëtt an so 10 bis 15 Kusche, die nur transparent färben opgedroht, Renäs geschlaff. Und da kommen ja nur so Feen raus, die ganz immens deft nun. Das ist nicht lang, dass du den Normalbilder malst, aber du gehst so viel am Sport tätig, du hast ja schon ganz viele Bilder gemalt. Ja, also eigentlich komme ich ja vom Radsport. Und ich habe immens Spaß gemacht. Ich habe in der Zeit noch gelernt. Ich hatte ganz gut getroffen. Porträtzeichnen an Vierholen, also ganz figurativ. Da bin ich natürlich auf Velosfahrer gekommen, auf Autosport gekommen und eine ganz Party von der Sache. Und ich wollte euch Bilder präsentieren von unseren früheren 4 Tour de France-Gewinner. Das war ja dann François Ferber, Franz Dick, der Gauss Scherl an den Nandy. Aber sie sind nicht mehr da. Der Sportsministerium hat sich kommen an der neue Musee.